10 Minuten Zeit wird sein, von Herrn Moser tut. Ja, merci, Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, Madame und Herr Minister. Wann der Goldrasch ausbricht, dann soll ihn Schöppen a Schubkerre verkaufen. Das ist Zitat vom famosen amerikanischen Autor Mark Twain, resümiert eigentlich ob ein ganz exzellent derweis von dem Sujet, den ich wollte mitten kurz abordieren, wann wir nämlich alle Guten von KI schwätzen, auch von der Notwendigkeit, auch eine Strategie um Niveau von der KI zu haben. Also es ist wichtig, dass den Hand und die Strukturen hat, weil KI funktioniert ja nicht am luftleeren Raum. Wir brauchen allem Apps, das sind Datenzentren, das sind Clouden, und der dritte, das hauptsächlich auch die nötige Energie, für dass die eng an die anderen auch können funktionieren. Wir haben eigentlich die große Chance heute zu Lützeburg, dass wir gar nicht so schlecht abgestaltet sind, was die Datenzentren respektive auch Clouden betrifft. Wir haben notamment den Tier 4 Datencenter, das LuxConnect. Wir haben auch eine große Avantage. Wir haben nämlich als ein von den ersten Ländern die famöse MiCA-Reglementation umgesetzt. Wir haben auch ein Triple-A Kreditrating, wir haben Global Fund Hub zu Lützeburg, wir haben den LUCX, wo wir direkt mit Frankfurt connectiert sind. Wir sind auch nur bei den europäischen Institutionen. Alles das sind also ganz positive Punkte. Die fragt mich, was muss dann in Zukunft noch geschehen, für dass wir uns wirklich an dem Land können zu einem Hub für Datenzentren a Cloud weiterentwickeln. Da sehe ich dass man muss aus einer Ambition auch eine Infrastrukturrealität machen. Da brauchen wir für allem Datenzentren, die schnell an auch mit möglichst viel Energie können betrieben gehen. Wir brauchen dann noch, und das ist den unwesentlichste Punkt, eine Autonomie an Souveränität, die uns nicht aufhängig macht von anderen Ländern. Und da brauchen wir auch eine Reglementation. Und um Englisch brauchen wir eine qualitativ und nicht eine quantitativ Reglementation für auch hier führen zu kommen. Und last but not least braucht man natürlich auch die Talente für auf den höchst qualifizierten Plätzen dort zu schaffen. Aus den Developmenten ergeben sich folgende Fragen, die schon die zwei Minister wollten stellen. Für alle Recht, wo sind wir drin mit der Entwicklung von den Datenzentren? Schon viel gesehen, da müssen wir nicht schnell gehen. Da stellt sich dann aber auch die zweite Frage, wie ist es da mit der Energie? Die Datenzentren brauchen viel Energie. Ich muss noch gucken, dass die Energie nicht so viel teuer wird, weil wir sonst nicht mehr kompetitiv gehen. Also auch da eine Frage, wie geht es da voran? Die dritte Frage, wie sieht es effektiv aus mit der Souveränität von den Clouden, die wir auch am Gange sind, heute in Lützeburg zu entwickeln? Post hat eine Cloud, die aber auch privat Firmen wie G-Core und MR, die so Clouden entwickeln. Auch da wäre es nicht unwichtig zu wissen, wie es auch da die Souveränität von den Clouden bestellt ist. Eine vierte Frage, wie steht es da mit der Regulation? Ich habe gesagt, wir brauchen hier eine qualitativ hochwertige Regulation, die nicht an Quantität geht. Ich gehe noch das Beispiel von der MiCA-Regulation, wo wir mit die ersten werden, die umgesetzt haben. Dann wollte ich aber noch ein Kehr auf Talente eingehen, und das ist meine fünfte Frage. Wie sieht es doch da aus für den Support für die sogenannten Scale-Sappen? Natürlich am Kontext von den Start-upen, aber nicht nur am Kontext von den Start-upen, weil auch die brauchen wir, wenn wir wirklich wollen, einen Standort für die dort wichtigen neuen Technologien gehen. Es ist schon am Voraus. Merci für Ihre wertvolle Antworten. Merci, Herr Moser. Madame Minister, Madame Minister. Merci, Herr Chamberspräsident, noch dem Herr Moser. Große Merci für seine Frage.
wie der richtig gesagt wie hun last Jahr am Mai eng Strategie präsentiert, die man genannt hun Accelerating Digital Sovereignty, das war auch von Ehren großen Stöchfälle an ihrer Intervention 2030. Am hun die Strategie entwickelt gemeinsam eben mam Herr Dallas an Madame Aubertin an die sich op 3 Wollen am Anfang belebt, die von der KI, die von den Donien an die vom Quantum. Du hummer op Komitee an Plas gesagt, sind eng 30 Aktionen drauf hier gesehen an eng Reihe 10 Projekt fahre, wo Wegström geht, konkret Applikationen von der künstlichen Intelligenz umzusetzen. Die Komitee dessuiviert ganz minutiös weiter Progress aus op den verschiedene Wollen. Wo man die Strategie entwickelt und du war effektiv von der Konstant man relativ gut abgestaltet, sie wird die Infrastruktur und tant que tel ubelangt, wenn eine Konnektivität von 99,6%, was Kuvertur von der Schee geht an eine Konnektivität von 95%, was Heichkapazität Netzwerk geht. Am Ende wieder richtig so, dass die Extensität von TFA Datenzentren und natürlich sind wir kontinuierlich am Gangen auch Erfahrungen zu machen, für die Datenzentren auszubauen und zu modernisieren. Ich meine, die Reflexionen laufen weiter, notamment die iFactory, also ein ganz wichtiger Bestandteil von der Strategie. Und ich meine, Herr Dallas wird noch können, darüber angeben, die nötige Rechenskapazität noch haben. Und das ist relativ rezent, wo man die Attribution dann auch gut von der Kommission für die AI-Factory. Bon, das ist natürlich nicht just Infrastruktur, das hat er richtig gesagt, geht auch um Talente an Daten an von den Zielen weg schon eine Strategie als wirklich zu gucken, dass man den Akzent auf die Adoption von der künstlichen Intelligenz, für das sowohl Leute wie auch die Entreprise wirklich künstliche Intelligenz benutzen, für das sie wissen, wie sie benutzen und sie dementsprechend auch besser benutzen. Du wennst den Skills ganz wichtig und da sind noch eine ganz Reihe konkret Aktionen, die hat schon gesagt, wie notamment das Programm Elements of AI, die schon 1000 Leute heute zu Lützeburg gemacht und das geht über das ein massiv Online-Kurs aus Finnland, den auch heute zu Lützeburg angeboten wird, für entretemps das zweite Land, das den am meisten benutzt. Das geht über den Digital Learning, hat mir gucken, dass ob der Uni Curriculumen angepasst gehen, wie auch von den sogenannten Projektfahren eben über Skills mit der ADEM an dem Ministère du Travail, genauso wie wir am Gange sind, in andere Projektfahren zu entwickeln für Large Language Modell für die Administration an das Publikum, für justement eben die Legislativtexte können besser zu verstehen, aber auch für uns können zu helfen, für Legislativtexte mehr schnell zu schreiben, Direktiven besser umzusetzen. All das sind konkrete Applikationen, wie man wirklich künstliche Intelligenz heute zu Lützeburg fördern. Und dann die durchgeschwarte Wolle von den Daten, die wie gesagt ein Pilier à part auch aus von der Strategie, den in der Lehnung von der Madame Aubertin entstanden, als es wirklich darum geht, Nutzen und Valorisation von den Daten wirklich zu stärken. Da ist notamment ein Luxemburg Data Factory, die en place gesetzt wird, von der Digitalisierungsminister für eben gerade all die Initiativen zu koordinieren, all die Erfahrungen, die man machen, für die Daten so abzubereden, dass sie können valorisiert gehen. Ich meine, das sind all die Elemente, die dort rausspielen. Die hat auch die Frage vom reglementarischen Kader gestellt. Da ist es so, dass wir heute Lützburg am Anfang das erste Land waren, was den AI-Act umsetzen davon deposiert haben. Bon, wir sind wahrscheinlich das erste Land, weil dann da schon bestimmt, dass wir schon über die Jahre hier dass wir deposiert haben. Wir warten auf den Avis vom Staatsrat. Mit die Idee war da eben nicht noch zusätzliche Dispositionen 40 sind wir wirklich just den Text en tant que tel nicht nach darüber rauszugehen und eben als darüber zu beschränken, verschiedene Autoritäten zu designieren, die eben Kompetenzen für die Umsetzung vom AI-Act, wo man CNPD an erster Stelle genannt hat, weil viel von den problematischen Fällen effektiv die von den Droits fondamentaux betreffen, aber auch weil CNPD eine ganz große Expertise schon hat, die hat schon ein Sandbox en place, weil ich meine, Sandbox ist ein ganz wichtiges Element auch für die Betriebe, für eben auch zu testen, wie weit sie können gehen am rechtlichen Kader mit der künstlichen Intelligenz und auch den AI gesagt, eben die Obligation für, dass der muss ein Sandbox en place setzen und Regulateure sind wirklich pratt, weil mis à part von der CNPD haben wir natürlich probiert, die sektorellen Regulateuren zu nennen, für das ein sehr, also für das ein sehr, sehr auch zuständig ist für die Banken, mit denen sie sowieso in Kontakt sind, für eben gerade das Entitäten mit dem Regulateur in Kontakt sind, wo sie sowieso am Deschlichen auch am Kontakt sind. Wir hatten eine Konferenz für ein paar Wochen, wo die Regulatoren alle präsent waren, und die sind am Anfang wirklich pratt. Das heißt, der Kader, die muss just nachher am Anfang wann du bis beim Staatsrat lernst, dann bei ihr kommen, für dass wir dann auch definitiv können die Stimmen schwingen, das wirklich ein Zusammenspiel aus einer Reihe Elementen.
die digitale Souveränität, die wieder ugeschwart, wir haben, und ich meine, Herr Dallas wird noch ein Kreis Solutionen, die eben Elemente von der digitalen Souveränität umsetzen, mit im Moment auch auf europäischem Niveau eine ganze Reihe Diskussionen drüber, für eben noch den europäischen Entreprisen auch Vierrecht zu gehen, froh ist halt immer, wie definieren wir digitale Souveränität, geht es durch, dass Tonnen halt zu Lützeburg stockiert sind, muss man viel mehr weit gehen, an alle Komponenten von allen Maschinen, die durchstehen, muss europäisch sein, das geht schon mehr schwierig, das heißt, wir müssen schon gucken, dass wir da aber eine flexible Approche für das, weil wir uns einfach bewusst sind, dass man nicht können 300% europäisch Solutionen halt zu Lützeburg schulen. Ich fand aber ganz wichtig, dass man eben notamment auch am Cloud-Bereich Solutionen haben, die eben Elemente von der Souveränität rasch